Man sagt ja nix, man redet ja bloß. Brotzeigschmerz mit Rudi und Petra. Also ich weiß auch nicht, was ich von diesem Gendern halten soll. Gendern? Was ist ein Gender? Das ist einer von den Wallis da aus dem Fernsehen. Nein, Gendern. Weißt du, ich rede von dem Gender-Sternchen. Da wo es kein Bürger mehr gibt, sondern nur noch BürgerInnen. Ah ja, jetzt weiß ich schon. Das klingt schon irgendwie komisch, aber mit der Pause. Andererseits ist die Hälfte der Menschheit einfach weiblich. Ja, das schon. Aber da müsste es ja eine echte Gleichberechtigung in der Sprache geben. Mei, du Warmduscher, du. Wo wart jetzt ihr Männer in der Sprache ungerecht behandelt haben? Siehst du, da geht schon wieder los bei den Schimpfwörtern. Kein Mensch redet von der Warmduscherin. Automatisch ist das ein Warmduscher. Da gibt's vielleicht schon noch andere Beispiele, gell? Ja, ich höre von dir immer nur männliche. Suffkopf, Zechbruder, Bierdimpfi. Ja, warum gibt's denn dann kein Bierdimpfin? Ha? Jetzt warte mal. Kennst du irgendeine Geschichte von Frauen, die um 5 Uhr in der Früh vom Wirt heimkommen, ein Mordsradau machen in der Küche, nur weil sie sich nur ein Rührei rausbraten? Ja, gut. Dann frage ich dich halt nächstes Mal nimmer nach deiner Meinung. Mein Gott, jetzt sei halt nicht gleich beleidigt. Friedensangebot. Treffen wir uns einfach auf neutralem Gebiet. Neutrales Gebiet? Prost aufs Bier. Das Bier ist wenigstens sächlich. Das Bier. Na ja, zum Glück, weil wenn's Bier weiblich war, dann war's die meiste Zeit ungenießbar. Also weißt schon, du Macho, du. Nächstes Mal kannst du dein Brotzeit selber herrichten. Das sag ich dir. Siehst du das? Sag ich doch. Ungenießbar. Meinst du? Du Rudi, schau mal. Hat da einen B-Comedy-Kanal noch nicht abonniert? Okay, will denn der nicht regelmäßig unsere neuen Sketche singen? Ich glaube ja schon. Ja, warum druckt er da nicht da unten auf Abonnieren? Ja, warum druckt er den nicht links unten auf Abonnieren? Klick! Schau, Rudi, wieder einer. Brav, der weiß, was gut ist. Sauber.